Part Nummer 48 bereits, hier vom Let's Play zu Fire Emblem Fates Offenbarung und wir kriegen niemals genug, Freunde. So, jo, da wird mal ein bisschen was getan offscreen, also jetzt nicht so viel ingame-mäßig, mir ein bisschen, was ich mir so überlegt habe für künftige Parts, Folgen und, Entschuldigung, irgendwie, war das gerade, eine Spucke verschluckt, dann schlecht. Jo, wir gehen mal los mit unseren Schlussgesprächen, weil ich noch ein bisschen was erzählen möchte, was wir jetzt so geplant haben, so ein bisschen was. Aber erstmal zwei, drei andere Dinge, zum Beispiel das Kristallkugel, die plötzlich leuchtet. Der 300 Punkt ist gestiegen, okay. Why that? Verbindung wird hergestellt. Ja, ich habe außerdem mal ganz kurz die eine Geld-DLC-Mission gemacht. Die bringt dir relativ viel ein, war und es war auch nötig, wieder mal ein bisschen, ja, halt Inventar aufzufüllen. Runtergeladen. Okay, darf ich das bekommen? Oh, war doch jemand bei mir drauf. Cool. Vielen Dank dafür, liebe Leute. So. Sehr schön. Ja, wie gesagt, nochmal ganz kurz gemacht. Ganz kurz, wir gehen hier durch und nachher erzähle ich alles weitere. Takumi hat sich, glaube ich, kaum verändert. Nö, vielleicht neues Level-Up, wenn überhaupt. Elise, endlich Level 20. Ganz gerne soll direkt mal entwickelt werden. Seht ihr, wer da unten, ja. Ja, Frage Stratege, Dienstmarkt. Ich meine, Dienstmarkt, wir kennen es aus Mechnis, hat dadurch Felicia so trainiert. Die können schon was, von Geschwindigkeit und Magieanteil. Ich meine, die könnt jetzt Schuriken einsetzen, natürlich mit Feuerschuriken. Wäre es vor allem geil. Aber ich meine, sorry, die ist eine Prinzessin aus Nur, dass eine Dienstmarkt als Klasse wäre ein bisschen fehl. Stratege ist eine neue Klasse, hatten wir noch nie im Einsatz. Das sind eigentlich mehr so, ja. Ist geil, weniger Stärke, okay, was aber nicht. Sie gehen auch sowieso voll auf Magie. 26, Geschwindigkeit geht eigentlich auch noch. Und eben sie kann. Was ich vor allem bei Elise wichtig finde, also aktuell noch als Troubadour, das ist eine beritten Einheit, okay, eine gewisse Schwäche, gebe ich gerne zu, aber sie geht sie noch viele Felder kann sie gehen. Mit nach Entwicklung sogar 8 Felder. Natürlich auch schon wichtig, deswegen, aber relativ viel Glück, geil. Jo, deswegen mal würde ich sagen, machen wir aus ihr eine Strategin. Und Elise digitiert zu. Super Elise! Du auf dem Mega-Level. Das ist ein Erwachsenenhaus, hihi! Knobücher verwenden! Jo, Mann, ist das geil. Irgendwann irgendwas Billiges geben vielleicht, also irgendwie etwas Ochsengeist-mäßiges. Nö, muss schon eher Feuer sein, wa? Denn natürlich scheiße. Da geht mal Feuer, auch wenn es kann natürlich irgendwie theoretisch noch upgraden. So. Sakura hat sich kaum verändert. Da habe ich mal noch sicherheitshalber, was ich mal angekauft habe, ist ein magischer Bogen. Müsste sein, genau, der Glanzbogen. Weil ihr seht, wie hoch ihre Magiewerte sind, denke ich mal, so in Kombination mit dem Glanzbogen, das ist schon geil. Problem ist, wir haben noch ein höheres Level, deswegen erstmal Eisen-Yumi, Glanzbogen kommt danach. Case hat sich, glaube nichts geändert. Doppelschurken, nicht zum Schaden, irgendein Doppelschurken, irgendein Vorteil, genau. Benny ist noch ein bisschen höher, damit vor allem mit der Achse noch zum Trainieren, ansonsten. Ja, wir sind mal Level 5 erreichen. Unsere Defense-Maschine. Hinoka, da vor allem hat sie dringend mehr Magie, ey, sonst, vor allem wegen der Donnaginata. Ich muss sonst ein bisschen zu denken, ganz ehrlich, aber gut. Sender, der, haben wir für einen Rittmeister, wir finden ein bisschen zu wenig Geschwindigkeit. Verteidigung ist geil, keine Frage. Ansonsten halt Panzerbrecher, Bestientöter. Leben ist nicht so schnell, deswegen doppelt er auch nicht, aber viel Power und so hätte noch ein bisschen mehr Power. Und mit Siegfried greift er 2 Felder an. Längersperr noch für 2 Felder bezüglich halt Lanzen, genau. Könnte theoretisch auch. Ne, Doppel braucht hier nichts. Selene hat glaube ich auch nichts geändert. Nö. Der Geistkatana einfach noch. Da kann natürlich sein, war. Hilfe, Stimme, wo bist du? Nicht versagen jetzt. Charlotte ist auch etwa gleich geblieben. Ist jetzt gar nichts Besonderes. Nö. Keaton mal ein bisschen trainiert, genau. Da hat er nicht großartig was getan. Silas, wir kennen auch ihn, auch er ist eher ein bisschen zu langsam. Aber mittlerweile glaube ich, das irgendwie, das muss bei Rittmeisen Erzritter so sein.
das ist einfach, ja, natürlich alle 3 Waffentypen müssen doch auf allen 3 trainieren, wa? Kannst aber natürlich auch hier mal überlegen, ob er irgendwie... Ja, vielleicht künftig mehr Kriegerwaffen gebe, wa? Kriegerwaffen, denke mal, bei ihm ganz so schlecht, obwohl, gegen Kriegerschwert überhaupt mit Level B? Na, mal schauen. Kaden, nicht viel getan, Michael eigentlich auch nicht, nö, so natürlich gleich aus. Asura genauso, wo er natürlich mittlerweile schon verdammt viel Power hat, Fähigkeiten zum Kritten und Geschwindigkeit, er leckt mich am Arsch, ist mittlerweile schnell. Camilla vor allem Donneraxt, natürlich auch Magie, auch wenn sie ein bisschen zu wenig Magie hat, aber ich finde, das soll nicht unterschätzen bei ihr. Ryoma, wie man kennen und lieben, Rashinto, Schnitter, um noch mehr zu kritten, als ob das immer möglich wäre, aber natürlich ist es möglich. Doppelkatana, Waffenvorteil umdrehen, logisch wie am Töter. Als Platzhalter noch Leo. Ja, natürlich Schwert. Bei ihm, auch er ist nicht so schnell, sogar ein bisschen zu langsam mein Geschmack, deswegen haben wir da mal geguckt wegen, ja, Tempofeder war bei ihm zu geben. Naja, nicht Massenlauf mal. Brünnhimmel ist klar, für ein eigener Move, Mjölnir, mehr Crit, Donnerschwert. Hier ist halt der Punkt, den ich gerade erwähnen wollte, wegen Waffenschriftrolle. Wenn ich mit ihm Donnerschwert machen kann, ist natürlich schon eng geil. So, der C, Schwerten so auf Magie basierend. Nice. So, kann auch Donnerschwert verwenden, endlich. Ansonsten ist halt die Frage, nochmal irgendwie ein Schwert, womit wie auch immer noch irgendwas machen könnte. Aber ich sehe es momentan echt nicht ein und sage mir eher so, eher noch etwas Magiemäßiges, aber auch da, ich meine, ja, Mjölnir hat er schon, klar, noch irgendwie boosten, okay. Das ist natürlich bereits Rang B, ja, sein noch irgendwie einen Rang B-Zauber nimmt, wie zum Beispiel Ragnarök. Obwohl es auch schon bald hat. Und ich eigentlich nichts noch ein bisschen mehr trainieren möchte. Deswegen aktuell denke ich mal, ich lasse mal noch so und gebe einfach noch eine Mixtur fertig. Und Elixier direkt. Ne, Mixtur passt schon. Aber zu wenig Mixturen? Ich wollte gerade sagen. Das wäre doch ein Fail. Ja, da muss ich noch gucken, ein bisschen bei Leo. Der Rest hier hinten noch ein bisschen. Ja, Laszlo, wie schon mal erwähnt, eigentlich coole Einheiten, vor allem Laszlo und Odin. Die Frage ist halt Odin oder nix, aber ja, es ist schwierig. Er hätte vielleicht das bessere Wachstum. Wachstumsfähigkeit, vor allem mit der Fähigkeit hier, wegen Crit und so weiter. Wenn er eine Waffe schmieden würde mit 12 Zeichen. Eigentlich spricht alles für ihn. Aber wir haben sie schon mal angefangen zu trainieren und würde es hier gerne mal ein bisschen zu Ende bringen. Also einmal Nosferatu noch bezüglich, er ist relativ langsam, ich gerade. Bezüglich Schmieden, genau. So. Aber erstmal Gespräche hier. Wenn das noch ein bisschen erzählen, Leute. Es ist so, ich habe mittlerweile offscreen nicht nur mir ein paar Gedanken gemacht wegen den aktuellen Einheiten, die wir so tragen halt mit uns haben im Team bereits. Sondern natürlich haben wir so ein bisschen überlegt, okay, wir haben noch ein paar Kapitel vor uns, logisch, sind noch ein paar Story-Kapitel plus DLCs und so weiter und so fort. Die Frage ist ja, wen trainiere ich alles? Muss man noch immer wieder fragen. Ist bei dem Fire Emblem-Spiel so, hier vielleicht ein bisschen stärker, weil wir wirklich sehr viele Einheiten haben. Und die Kinder fehlen ja immer noch, wohlgemerkt. Es ist so, mittlerweile mich ein bisschen informiert. Ich weiß zwar ihm noch nicht, zum Glück noch nicht, wie es mit der Story weitergeht. Das ist ihm noch alles geheim, alles ihm noch blind. Soll ja so sein, ist alles geil. Mir ging es mehr ein bisschen darum, noch zu erfahren, wie es mit den Einheiten aussieht. Sprich, mit der Anzahl kannst du mal sagen, mit der Anzahl an Einheiten, jetzt den Schuh draus, die ich halt pro Kapitel mitnehmen kann. Und da ist echt so, ich kann, zumindest in der Hauptstory, bis zum finalen Kapitel, jeweils maximal 16 Leute mitnehmen. Mehr als 16 geht niemals, sind meistens ein bisschen weniger, logisch. 16 ist das Maximum. Okay. Dann tut so eine Idee, okay, soll ich echt 16 Leute trainieren? Man kann kurz überlegen, wir haben die Königskinder alle zusammen, sind etwa 10 Stück. 4 aus Nur, 4 aus Oshido, plus Michael, plus Asura. 10, okay, dann haben wir noch Case und Silas, das sind im Prinzip meine rechte und linke Hand. Von mir persönlich, wohlgemerkt. Dann haben wir auch noch, das sind ja schon mal 12, wa? Haben wir noch Benny, die Steinmauer. Plus auch noch Charlotte und Selena, die auch einen guten Job mittlerweile machen. Sind wir schon auf 13, 14, 15. So. Und dann noch Kano Keaton, sind wir schon auf 17.
Theoretisch jetzt noch irgendwie nix als Dunkelmagierin, später noch Zauberin. Schon auf 18. Gut, mein theoretisch kann natürlich nichts, wenn es sein muss, weglassen. Aber was nach? Den Rest der Truppen brauche ich eigentlich, weil es einfach dazugehört zum kompletten Raster mit allen Truppen. Die eigentlich auch sehr gut harmonieren miteinander und... oh, ich kann auch viel sprechen hier. Ja. Das ist das eine. Und das andere eben, wir sollen sagen, okay, Kane oder Keaton weg, aber andererseits will ich halt beide trainieren, weil es sonst irgendwie nie schaffen kann. Dann ist vor allem noch die Frage wegen Paarenbilden, ne, wegen Kindern und so und so fort. Da habe ich halt so überlegt, okay, ich werde dann halt doch, glaube ich mal, das Ganze so da, dass ich halt insgesamt, ich soll sagen, irgendwie gar keine Obergrenze mache nach oben. Sondern mir einfach sage, okay, wir haben die Einheiten, die gefallen mir, wo die will ich gerne trainieren, hier und da. Aber halt wirklich pro Kapitel schaue, wenn ich mitnehme. Wenn ich zum Beispiel ein Kapitel habe, wo ich viele Business-Gegner habe, sage ich mir, okay, Kane und Keaton, die sind sowieso cool, die können mit ihren Fähigkeiten Bonusschaden machen, kommen sowieso mit. Andere vielleicht eher weniger, oder irgendwie im Feld, wo ich sagen muss, nee, da hat so viele Schützen, da kann ich Hinoka und Camilla nicht brauchen, weil ich ständig auf sie aufpassen muss, bleiben die weg. Oder die Gegner haben alles Waffen, denen sie meine eigenen beritten Einheiten schauen können, bleiben halt Silas, Leo und Sender weg. Das sind also so Gedanken, die ich ein bisschen gemacht habe. Wenn ich wann ich was mitnehme, oder ich sogar sage, okay, ich mache Asura nicht, aber auch irgendwie im Full-Power-Team und eben den stärksten Angriff mit. Ist eben echt ein bisschen unterschiedlich. Ja, so war ein bisschen so meine Idee, wie ich das Ganze machen könnte. Dass ich doch sage, okay, ich schaue nicht drauf, dass ich irgendwie sage, nö, ich brauche nur 15 Einheiten, mehr nicht. Und nur 16 halt. Sondern mir eher Gedanken machen, wen verkupple ich mit wem? Halt so spezifisch. Entschuldigung, Leute. Ich habe ein bisschen Frosch im Hals und so weiter. Ja. Wie gesagt, hat so eine Idee, Fragen, wen, wie, wo, was. Aber ich denke mal, die Königskinder miteinander geht relativ gut. Zum Beispiel Michael mit Asura, schon öfters erwähnt. Sender mit Hinoka, Ryo mit Camilla, Takumi mit Elise, Leo mit Sakura. Dann schon mal die ersten 10 zusammen, geil. Dann wie gesagt noch Charlotte mit Sidas vermutlich, Case mit Selena vielleicht, Benny mit nix, okay. Da würden noch Kane und Keaton fehlen. Ja, ich weiß zwar, die können natürlich auch Paare bilden, aber da die ja sowieso, ja, sag ich jetzt mal, Bestien sind, würde ich mir persönlich eigentlich eher auch Bestien Frauen für sie wünschen. Das gibt es irgendwie nicht. Oder zumindest noch nicht, vielleicht kommt das ja noch. Dass ich halt sage, okay, aktuell lasse die eher noch weg und vielleicht später. Dass ich mich echt eher jetzt auf die anderen Pairings, sag ich jetzt mal, konzentriere und die mal außen vor noch lasse. Naja, da mal so ein paar Gedanken nach, die man sich halt so stellt. Idee macht und so weiter und so fort. So, genug gequatscht darüber, das war mal meine Strategie oder Idee, was ich mal so habe. Wie man das Ganze ein bisschen, ja, besser machen könnte, wa? Sag's mal so. Bisschen besser strukturiert und so weiter und so fort. Jo. Dann, wie folgt weiter? Hauptsache wäre eigentlich Kapitel 18. Lassen wir momentan noch ein bisschen außen vor. Weil jetzt, wo wir halt beisammen sind, also vielleicht fehlen dann und andere, dann dazu kommt das neue Charakter, kann natürlich alles sein. Mir geht es echt mehr darum, noch ein bisschen DLCs einzubinden. Ich meine, wir haben das eine bereits gemacht mit dem Goldfarm-DLC, sag ich jetzt gerne mal. Das ist natürlich geil, keine Frage. Ich will es aber doch gerne so machen, dass ich halt pro Kapitel, also zwischen 2 Story-Kapiteln, halt echt 1 bis 2 DLCs einbaue. Und deswegen, wenn wir hier fertig sind, geht's los mit dem ersten DLC. Lala. So langsam fertig hier. Alter. Der ganze Quatsch nimmt noch hier dran. Gibt's einfach nicht, hey. Mit der Schwerttechnik feilen. Für unsere Folge so schnell möglich zu sein. Das ist meine Pflicht, Mann. Och, echt jetzt? Du bist davon, aber wie? Ja, 2 Brüder unter sich. Dann früher in einer anderen Festung. Nein, hol mein Schwert. So ist das geil, so muss das sein. Was immer noch? Aha,
Von ihm nicht gesehen war. Sender mit Leo, wir sind ja eigentlich A+. Na egal. Der Kriegsrat, du bist ein Prinz Nors, Leo. Ich bin nicht wie du. Ist er stolz auf mich sein? Ja, großer Bruder, kleiner Bruder. Wer kennt das nicht, wa? Sollen ganz kurz Lilith füttern. Und dann mal gucken, wenn das Kapitel drankommt. Resistenz. Ein bisschen Stärke, war genau. Fleisch, Lilith braucht Fleisch. Ja, und ich habe mir irgendwie sagen lassen, Lilith kann man bis Level 99 trainieren. Ja, leck mich am Arsch. 99, sind die wahnsinnig hier. Das ist doch verrückt. So. Privatquartier überlegt noch wegen Schmieden, aber... Dann seid ihr gerade... Oh, Charlotte wieder mal. Laszlo. Laszlo sieht eigentlich schon cool aus und ich würde ihn auch gerne trainieren, aber jetzt, wo wir Selene bereits dabei haben, irgendwie... Was ihm was anderes zu machen als ein Held, ich weiß nicht, Leute. Ich glaube, ich spare mir auch mal auf für Herrschaft halt, falls Selena draufgehen sollte. Man natürlich nicht hoffen, aber man kann ja nie wissen. Oder natürlich andere Einheiten. Thanks for inviting me over. Now, where do you keep all the loot in here? Das geht dich nichts an. Das ist eine königliche Entscheidung. Ist Google angelangen. Ja. Warum auch nicht, war, wenn es bei uns war. Schon wieder. Ganz schnell. Wo haben Hände wieder? Nicht genug gegessen. Nicht wahr? Was er noch brauchen könnte. Vielen Dank. Kann ich dazu, dann missfällt. Das sieht prächtig aus. Das war mir ungeheuerlich. Ich hoffe, es mundet euch. Mampf, Mampf. Potzblitz. Nein, ist das. Danke noch einmal. Charlotte Mike würde mir auch passen, war. Ja, weil ich jetzt schmieden. Schmieden. Oh, I didn't notice you. Sakura kann ich schmieden. Eisenhuman ein bisschen. Ja, warum eigentlich nicht, weil ich brauche sowieso kein anderes. Ich lasse den Namen aktuell mal nach, weil mir fällt sowieso gar nichts besser sein. Beni könnte den Speer von Silas, okay. Merken wir uns mal. Panzerbrecher, der hat 2, okay. Jetzt noch was anderes. Stahlschwert. Der hat noch Rang C, tatsächlich. Ja, bald nicht mehr. Ja gut, komm. So. Silas hat natürlich ein Speer, logisch. Michael hat das Donnerschwert, genau. Ich hoffe für noch ein drittes Donnerschwert, das man kaufen kann. Weil natürlich geil, vor allem für Leo nach ein geschmiedetes Donnerschwert, ein Blitzschwert, so etwas hätte. Oder Gewitterschwert, wie auch immer. Fimbulwinter. Nix, dann wartet momentan mal nach wegen Waffenlevel. Leo ist natürlich Mjölnir auch noch. Okay, machen wir direkt mal. Ich glaube, nix müsste gar noch. Ich will einmal einen Dunkelritter dabei haben, deswegen ist es schon geil. Nosferatu. Wir kommen da so. Oh nein, überschreibt ihr alles. Wir schauen den Teil schon wieder. Das passt nicht, oder? Das passt nicht, das passt nicht. Es passt nicht. Mega Nosferat. Scheiße.
Die Reste Parts dafür drauf war. Oh. Entschuldigung. Nosferatu. So, mir fällt gerade nichts Besseres ein. Schande mein Haupt. Ja, wir hatten relativ viel hier noch. Come again. Ja, ein anderes Mal gerne. So, Freunde, wir sind endlich mal nochmal fertig. Oh nein, nicht ganz, wir haben Drachenpunkte. Aufwerten. Privatquartier. Wir finden den Namen schon wieder. Stadt von Case, Leaves Tempel. Jetzt ist es noch besser. Privatquartier. Sehr schön. Bauen, was kann denn alles bauen? Golem. Ja, wenn es soweit ist mit Belagerungsmissionen, dann gerne. Die Automaten ist das gleiche. Ballistische Kanone. Starter von Keten, nix Kieten. Kostet ja nix. Aha, nur Hoshido-Einheiten, wa? Ursprünglich mal irgendwie so aufgebaut, aber okay, lassen wir momentan noch. Da geht's auch nicht mehr. Die ganzen Statuen. Ich einfach alle da irgendwie draufhauen. Egal. Und 2 Punkte habe ich, lass mal ein bisschen. Ja, Teacher. Nee. Also dann. Speichern. Und los geht's, Freunde, machen wir zumindest mal einen Anfang noch. Herausforderungen haben wir relativ viele wieder. Ach du Scheiße, kann ich irgendwie echt mal Offscreen machen und sogar auslassen, weil sowieso kaum etwas bringen. Oh, wohl. Ja, hingegen relativ stark. Na, mal gucken. Ausgeschaut von momentan auch nicht. Belagerungen, aktuell auch kein Bock drauf. Also Drachentor. Machen wir am besten. Royale Kräfte, verborgene Einheiten. Extra Belohnung. Endlose Träume. Oh, das sind bereits die Kindmissionen. Irgendwas mit Mutprobe, wa? Andere Welten. Die Mutprobe. Ich bin gespannt. Vorschläge, wenn er mich so fragt. Etwas im Sinn, stimmt's? Grüße Ohren und einer fremden Welt. Die dort nach überleben, gehen gestellte Erfahrung hervor. Die anderen krepieren. Naja, doof. Da stimmt mir auch vollkommen zu. Wieso erwähnst du es dann? Na, wenn es doch wahr ist. Thank you very much, Milo Michael. Ja, der Milo hat gesprochen. So, MM. Yes, wie er so sagt. Yes. Zitter, zitter, zitter. Düstere Aura. Noch harmlos ausgedrückt. Scheiße, Mann, bitte bloß die scheiß Idee. Da war ich ja. Wir gehen wieder. Tschüss. Ihr macht wohl Witze, wa? Da war's gut. Sehens gelacht, Milord. No joke. Was euer Wunsch ist. Wir sind ready. Geht hier natürlich auch nicht, okay. Wen? Oh ja, erstmal gucken. Ach du Scheiße. Was? Ein goldener? Gibt's auch einen golden, krass. Alter, haben die Fähigkeit. Oh, die haben Fähigkeiten. What? Ja gut, das sind nicht viele. Das sind 10. Aktuell noch. Da kommt garantiert noch mehr. Okay, Elise mitnehmen, ganz klar. Saku auch noch zum Trainieren vom Waffenlevel her. Würde sogar sagen, Case bleibt erstmal noch zurück. Also relativ schnell, oder? Aber halt, ja, vom Level her, also Level 5 reicht. Das ist natürlich geil alles, cool.
Also Execution lernt wieder. Hinoka, aber natürlich auch solch mit viel Verteidigung. Natürlich Benny, ideal. Senna ist mir eigentlich auch schon ein bisschen zu stark hierfür, bleibt also auch zurück. Die sind eigentlich soweit alles cool. Mike ist eigentlich auch schon, also sprich, ist selber auch schon zu stark. Und da kommt nichts noch mit. Liu auch. Und bleibt zurück. Ich das echt so mag. Und man sind aber Bestien-Schaden. War sind ja auch Besten irgendwie. Auf eine Art und Weise. Liu mit Sakura verkuppeln. War, würde sogar klappen hier. Ja gut. Formieren wir uns mal, wa? Was mache ich überhaupt? Die Musik, ey. Ich glaube, hier sind ein bisschen die Stärkeren, wa? Ja, weil wir auch die goldenen. In den goldenen Waffen! Die muss eigentlich auch relativ gut ablocken können. Die auf eine Mauer und angreifen. Nee, der passt schon, Freunde, der passt schon. Obwohl nichts ist hier vielleicht ein bisschen fehl am Platz. Geisterkatana, das wird er richtig einhauen. Achso, bin ich doof? Mann! Ja, bin ich offenbar. Aber nochmal irgendwie etwas für Geister. Nö, irgendwie etwas Magisches gegen Geister. Nö, leg mir am Arsch. Egal, wir schaffen es auch so, Freunde. So, speichern. Wir haben noch Zeit für eine Runde. Erstmal sowieso wieder Optionen. So. Ja, dann mal gucken. Natürlich sind die ein bisschen stärker, deswegen auch ein bisschen mehr Gefahr. Was haben die eigentlich? Verdammt, Rauben. Ach du Scheiße. Ach du grüne Neune. Was haben die für Fähigkeiten? Wieso haben die alle welche? Ist der neu? Ja, schön. Die haben da. Zumindest haben sie nicht irgendwie etwas Unterschiedliches, sind alle ungefähr die gleichen Werte. Werte. Fähigkeit natürlich, Entschuldigung. Könnte lustig werden, wa? Das ist scheiß Fähigkeit, weil man doppeln kann. Nee. Hä? Achso. Speed, logischerweise. Alter, die machen bei ihm keinen Damage. Die machen bei ihm keinen Damage. Wie geht das? Ich merke gerade, wie geht das? Haben sie gerade nichts. Also verarschen. Die kommen nicht hier hin. Aha, ist Wald. Und sie steht im Walde. Oh, das ist aber ein schöner Schaden. Vielleicht eher Fimbulwinter ausrüsten, gemeinsam attacken. Oh. Naja. Könnte ja klappen. Meinen kleinen Bruder. Wen meinst du jetzt? Der hat theoretisch 2. Okay, man hat nicht ganz gereicht, war mir irgendwie klar. Ist aber auch scheißegal, denn ich habe die Bronzeaxt. Ich rufe noch ständig. Ah, seht nur ein Monster! Und ich finde das wirklich gemein. Ah, seht nur ein Monster! Benny, ey. Oh, ich hatte Angst. Ja, so siehst du aus. Hier bin ich echt am Überlegen, ob die sogar. Bin natürlich nicht so schnell, das ist mir natürlich auch klar. Weißt du was, Freunde, das gucken wir uns eigentlich besser in der nächsten Episode an. Wieder hier bei Fire Emblem Fates, die Offenbarung mit DLCs, Action, Spezialtraining für unsere Einheiten und vor allem Spezialverkupplungstraining. Wobei ich sehe gerade hier unten natürlich wieder total Mist gebaut. Ja, wir werden sehen, Freunde. Wenn man danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.